Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bönigen. Diese Themen haben wir heute für euch. Am Sonntag ist das Gurtenfestival zu Ende gegangen. Trotz Änderungen ist der Grossteil der Besucher zufrieden. Und eine Petition, die 6 Monate Mutterschaftsurlaub fordert, ist heute an die Bundeskanzlei übergeben worden. Während 4 Tagen sind fast 105'000 Besucher für das Gurtenfestival auf den Berner Hausberg pilgert. Das sind fast 2000 Personen pro Tag mehr als noch im Vorjahr. Obwohl es deswegen Kritik gegeben hat, haben die meisten Besucher positiv über das Festival geredet. Der Max Saladin ist auf Stimmenfang gegangen. Wie viele Sternchen würdest du dem Gurtenfestival 2026 geben? Es ist so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also ich würde sagen, ein 3. Hey, immer volle Punktzahl. 10. Wie immer 10. Sowieso. Gurten ist Leben. Also bis jetzt 5 von 5. Ein 3. Ja, ein 8. Von 5 Sternen. Ah, von 5 auch? Hey, ich habe 1 bis 10 gedacht. Dann ein 4. So ein 3. Es ist ein familiäres Festival und wegen dem ist es 10 von 5. Klar, es ist alles teurer geworden und so, aber ich finde so, ja, gerade so von 1 Liter runterzuschrauben auf 0,5 Liter und so, man darf reinnehmen und dann sagen, ja, es hat ja genug Wasserstellen da oben, wo man ja die ganze Zeit muss anstehen muss. Und wohlverstanden, beim WC, zuhinterst bei der Zeltbühne, ist das Wasser einfach heiß. Nein, also auf jeden Fall falsch machen sie sicher nicht. Es gibt vom Line-Up her, manchmal denkt man, das wäre jetzt noch cool gewesen. Oder, ja, aber sie geben sich mega Mühe. Ich finde es so cool, dass 50-50 ausgeglichen ist, Frauen und Männer vom Line-Up her. Und man kann immer wieder kleine so Artists entdecken, was so sehr cool ist. Ja. Die Acts könnten für mich persönlich noch ein bisschen ein Highlight sein. Und das mit dem Getränk, dass man nur einen halben Liter nehmen darf, gibt was Wasser, wenn es so heiß ist, dürfte auch mehr sein. Aber sonst ist es top wie immer hier oben. Man merkt es gut, dass viel mehr Leute sind am Abend, so, wenn irgendwo durchlaufen ist einfach viel enger, aber ja, eben, mehr Leute, mehr Geld, oder? Es ist so ein bisschen, ja, kommt auf das drauf an. Also das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich bin meistens Hegel und dem, nein, nicht böse gemeint, aber es ist familiär und es ist mir ehrlich egal, wie viel da sind. Solange dass man durchkommt, ist alles gut. Also ich finde auch, ich habe es jetzt auch wirklich nicht gemerkt, die Leute verteilen sich recht gut. Und ja, es fängt so, es ist nicht zu eng, es ist super, wie es ist. Am Abend ist es schon extrem voll nachher da, gerade vor der Hauptbühne und beim Supermercado. Ich finde es eigentlich mega angenehm von den Leuten. Ich habe das Gefühl, es verteilt sich auch recht gut. Es war pumpenvoll am Mittwoch hier vorne. Oder wenn man die Bühne wechseln musste, hat man gefühlt fast eine Stunde gehabt, bis man durch die Leute ist. Wenn man irgendwie so ein bisschen sich zu fest ankommt, es ist irgendwie mega eine angenehme Stimmung. Man sagt sich einfach Entschuldigung. Und, also, ich finde es eine richtig angenehme Crowd. Ja. Es wird gut ankommen. 5 Sternchen, weil ich schier ein Tränchen verdrückt, weil ich es fast nicht glauben konnte, dass so viele Leute so cool miteinander umgehen, festen, einander in den Armen liegen. Und das ist genau das, was wir jetzt all die Tage erleben dürfen. Es war so ruhig und so friedlich. Es freut uns mega. Das Wetter ist die konstante, unbeständige. Ja, wir haben das Hitzeschutzkonzept aktiviert, weil einfach so lange so heiß war, was für alle nicht normal war. Und wir wollten vorbereitet sein, darum haben wir das ausgelöst. Dann hat uns Petrus einen reingeginkt und gefunden, wir bringen noch ein bisschen Regen zur Abwechslung. Und so gesehen können wir sagen, vielleicht war es gerade sogar ein bisschen angenehmer gewesen, dass wir Temperaturen haben wie heute. Das ist richtig cooles Festivalwetter. Knapp 110'000 Personen in der Schweiz fordern, dass der Mutterschaftsurlaub auf 6 Monate verlängert wird. Die entsprechende Petition ist heute in Bern der Bundeskanzlei übergeben worden. Es braucht einfach mehr Zeit für die Mütter, für das Kind, für die Bindung aufzubauen, für die Nähe und die Entwicklung, die ein Kind macht, dass man das nicht verpasst. Ihr seid selber auch Mutter. Wie habt ihr erlebt während dieser kurzen Zeit, 14 Wochen? Sehr viel.
Und je nachdem habe ich auch gedacht, ich bin kaum dabei gewesen. Inwiefern könnt ihr das noch ein bisschen beschreiben? Ja, er hat eben angefangen, sich zu drehen auf den Bauch. Ich habe das erst am nächsten Tag entdeckt. Mein Partner hat das vorher gesehen. Das ist einfach die Zeit, die mir gefehlt hat, die ich nicht wieder zurückholen kann. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Wenn ihr mehr zu diesen Themen erfahren wollt, könnt ihr uns auf www.plattformj.ch oder auf unserer App suchen. Gerade im Anschluss erfahrt ihr bei den Kollegen von Meteo News, wie das Wetter wird. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweis miteinander. Wir haben Montagabend. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche reingestartet. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Wetter auf der Plattform J. Einen sonnigen Start haben wir in die neue Woche. In einer Woche, wo sich auch mehrheitlich sonnig präsentieren wird. Das Hochdruckgebiet liegt aktuell über dem Nordatlantik, also recht weit weg von uns, ist aber umfangreich und es bestimmt eben das Wetter hier bei uns im Alpenraum. Ja, und darum wird es morgen am Dienstag auch wieder mit viel Sonne in den Tag hineingehen und auch mehrheitlich sonnig bleiben den ganzen Tag durch. Morgen Temperaturen bei knapp über 10 Grad, am Nachmittag dann sommerlich warm mit etwa 25 bis 26 Grad. Dazu bläst eine schwache Brise. Bis am Freitag bleibt es dann auch mehrheitlich sonnig und es ist trocken. Die Trockenheit wird sich noch mal ein bisschen verschärfen. Die Temperaturen bei rund 25 bis 27 Grad. Erst im Laufe des Wochenende wird es dann wieder ein bisschen gewitter und wechselhafter. Da kann es also einzelne Platzregen und Gewitter geben, wie das im Detail abläuft, ist aber aktuell noch ein bisschen unsicher. Danke vielmals fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Montagabend.